Hey, Jesus ist gekommen, um uns ein erfülltes Leben zu schenken. Er hat gesagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es in Fülle habt. Was er damit nicht meint, und ich habe es letzte Woche schon gesagt, Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, an einem Kreuz gestorben und 3 Tage wieder später auferstanden, damit dein Leben voller wird, sondern erfüllter. Und das ist ein großer Unterschied, deswegen dieser Titel, das Volle ist durchgestrichen. Es geht nicht darum, dass unser Leben noch voller werden, sondern Erfüllung finden. Du kannst das vollste Leben haben, ein volles Bankkonto, beliebt sein, viele Freunde haben, ein schönes Haus haben, aber ob dein Herz, deine Seele Frieden und Erfüllung hat, hat damit noch gar nichts zu tun. Das, was Jesus Menschen verspricht, ist ein erfülltes Leben. Unabhängig von äußeren Umständen, weil er möchte dir Gottes Frieden und Gottes Freude schenken. Und das ist das Thema dieser Serie. Und ich möchte heute über 2 Perspektiven mit dir sprechen. 2 Perspektiven, wie du dein Leben betrachten kannst. Die eine Perspektive ist eine Besitzerperspektive und die andere eine Verwalterperspektive. Die erste Perspektive ist menschlich, die muss dir niemand beibringen, die kommt dir automatisch so mit. Die zweite Perspektive, würde ich sagen, ist eine göttliche Perspektive auf dein Leben. Meine Kinder, ich musste ihnen nie beibringen, dass sie für ihre Spielsachen kämpfen sollen. Ich musste ihnen nicht beibringen, dieser Monster Truck, der gehört dir und niemandem sonst. Irgendwie kam dieses Bewusstsein von ganz alleine. Was ich ihnen beibringen muss, ist, dieser Monster Truck, mein Sohn, habe ich dir gegeben. Und du sollst ihn teilen. Er ist nicht nur dir, eigentlich gehört er mir. Okay. Die meisten Menschen schauen ihr Leben als in dieser Besitzerperspektive an. Das Geld auf meinem Konto gehört mir. Dieses Auto, dieses Haus gehört mir. Mein Körper, der gehört mir. Mein Leben gehört mir. Ich mache damit, was ich will, wann ich will, wie es mir gefällt. Das ist mein Besitz, aber anders ist es bei der Verwalterperspektive. Hier siehst du dein Hab und Gut nicht als dein Besitz, etwas, was dir gehört, sondern als etwas, was Gott dir anvertraut hat. Alles, was du hast, sogar dein Leben, betrachtest du in dieser Perspektive als Geschenk, dass Gott dir für eine bestimmte Zeit und für einen bestimmten Zweck als Verwalter anvertraut hat. Ich möchte euch mitnehmen in ein Gleichnis von Jesus heute Morgen. Jesus hat ja immer über das Reich Gottes gesprochen und er hat, um dies zu erklären, Gleichnisse erzählt. Das sind Geschichten, um den Zuhörenden einen Perspektivenwechsel zu geben. Und an einer Stelle redet er über das Reich Gottes und er sagt in Matthäus 25, 14, das Reich Gottes ist wie mit einem, der seine Sklaven rief, bevor er außer Landes ging, um ihnen sein Vermögen anvertraute. Und dem einen gab er 5 Talent, dem anderen 2 und dem dritten 1. Jedem nach seinen Fähigkeiten, und er ging außer Landes. Jesus erzählt die Geschichte. Es war einmal ein Mann, der war reich und der vertraut seinen Sklaven sein Vermögen an. Und dem einen 5 Talente, dem anderen 2 und dem dritten 1 Talent. Und ein Talent war damals eine Geldeinheit. Ein Talent war ungefähr ein Jahreslohn. Ich habe das mal ausgerechnet. Ein durchschnittlicher Jahreslohn in der Schweiz ist ungefähr 80.000 Franken. Dem einen gibt er, und ein Talent,
sind 15 Jahreslöhne. Genau, ein Talent sind 15 Jahreslöhne. Das heißt, ein Talent hat ungefähr heute den Wert von 1,2 Millionen. Und dem einen gibt er 5 davon, dem anderen 2. Ich kann nicht rechnen, deswegen habe ich Theologie studiert. Dem anderen gibt er ein Talent, einfach viel Geld. Okay. Okay, das ist wichtig, eigentlich egal, vergiss die Nummern. Es ist sehr viel Geld. Aber es ist schon hier sehr außergewöhnlich, dass jemand seinen Sklaven so viel anvertraut. Das ist das Erste, was komisch ist in dieser Geschichte, weil ein Sklave führt eigentlich einfach aus, was sein Meister ihm sagt, von Befehl zu Befehl. Aber hier werden diese Sklaven befördert zu Verwaltern. Und ihnen wird unheimlich viel zugetraut. Und das kommt mit einer großen Freiheit und gleichzeitig mit viel Verantwortung. Und dann heißt es von 2, der eine, der 5 Talent bekommt und der andere 2 Talent, dass die beiden gleich anfangen, damit zu handeln und sie vermehren das, was ihnen ihr Meister anvertraut hat. Und der eine verdoppelt das und der andere auch. Und der dritte aber, der nur 1 Talent bekommen hat, der macht es anders. Der beginnt nicht damit zu arbeiten, sondern buddelt ein Loch, vergräbt das Talent in der Erde und deckt es zu. Und das war, weil es damals nicht solche Dinge gab wie ein Safe und so weiter, hat man oft wertvolle Sachen in den Boden vergraben und niemand wusste, wo das versteckt ist, nur du. Und dann heißt es in dieser Geschichte, dass der Besitzer, dieser Meister, zurückkommt nach einer langen Zeit und er möchte jetzt sehen, wie seine Sklaven mit seinem Vermögen umgegangen sind und er bestellt sie zu sich und dann kommen sie vor ihm und derjenige, der 5 bekommen hat, hat alles verdoppelt. Er kommt vor den Herrn und sagt, schau, ich habe 10 Talente für dich. Und dann, ich möchte euch die Antwort lesen, die der Herr diesem einen gibt. Matthäus 25, Vers 21. Da sagt der Herr, recht so, du bist ein guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Und auch der 2 Talente bekommen hat, der hat es vermehrt, verdoppelt. Und er kommt vor diesen Herrn, zeigt es ihm und er sagt ihm das Gleiche. Guter und treuer Knecht, komm ein in die Freude deines Herrn. Habe Anteil an meiner Freude. Jetzt kommt der dritte, der sein Talent vergraben hat und sagt, ich habe dir das vergraben, hier ist dein Talent zurück und jetzt ist der Herr, der ihm das anvertraut hat, wird wütend und sagt, warum hast du das vergraben? Matthäus 25, Vers 24. Da kam auch der das eine Talent erhalten hatte und sagte, Herr, ich wusste von dir, dass du ein harter Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und weil ich mich fürchtete, ging ich hin und verbarg dein Talent in der Erde. Da hast du das Deine. Und der Herr wird wütend auf ihn und sagt ihm ziemlich harsch, du fauler und böser Sklave. Warum hast du das Talent nicht wenigstens auf die Bank gebracht, dann hättest du mir die Zinsen geben können. Und er nimmt ihm dieses eine Talent weg, gibt es demjenigen, der schon 10 hat und stoßt ihn aus. Auf den ersten Blick erzählt hier Jesus eine Geschichte über Geld, über viel Geld. Aber hier geht es um weitaus mehr als über Geld. Ich glaube, hier geht es um das grundsätzliche Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Übrigens, wir sagen heute, wenn wir Talente sagen, dann reden wir nicht über Geld, oder? Sondern wir meinen Begabungen, Fähigkeiten, auch im Englischen Talents. Das ist genau wegen dieser Geschichte, weil die Wirkungsgeschichte dieses Gleichnisses von Jesus immer schon verstanden hat, dass es hier nicht nur um Geld geht, sondern um mehr als Geld. Es geht auch nicht nur um deine Fähigkeiten, deine Begabungen, sondern ich glaube wirklich, es geht um eine grundsätzliche Haltung in deinem Leben. Zu mir hat das gesprochen. 2 der Diener machen es richtig und werden eingeladen in die Freude ihres Herrn. Eingeladen,
Erfüllung und Freude zu erleben. Und der dritte, nicht. Kann es sein, dass obwohl unsere Leben hier in der Schweiz und Deutschland so voll sind mit Dingen, dass wir uns trotzdem nicht erfüllt fühlen, weil wir diese Verwalterschaftsperspektive nicht verstanden haben? Kann es sein, dass wir unser Leben so betrachten, als wären wir die Besitzer von dem, was wir haben? Das ist mein Leben, mein Konto, mein Besitz. Ich mache damit, was ich will. Und dadurch aber diese Freude, die diese zwei Diener hier angeboten bekommen, verpassen, weil wir in einer Besitzermentalität unterwegs sind. Kann es sein? Und Jesus lädt dich und mich ein, jeden Menschen, das Leben so zu betrachten, mit einer Verwalterschaftsperspektive. Das, was du hast, dein Geld, dein Besitz, deine Begabungen, sogar dein Atem, dein ganzes Leben gehört nicht dir, sondern Gott. Gott ist der Besitzer. Du bist ein Verwalter und das, was du hast, hast du für eine bestimmte Zeit. Glaub mir, irgendwann gibst du alles wieder ab. Und für einen bestimmten Zweck. Und meine Frage an uns heute, und ich glaube, Jesus' Gleichnis konfrontiert uns mit dieser Frage. Siehst du dein Leben so? Wie siehst du dein Leben, dein Besitz? Wie betrachtest du dich? Als jemand, der verwaltet oder jemand, der besitzt? Ihr seht im Hintergrund eine Tabelle. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum eine Verwalterschaftsperspektive mehr Freude in dein Leben bringt und mehr Erfüllung. Zum einen macht dich eine Verwalterschaftsperspektive dankbarer. Weil wenn du verstehst, dass alles, was du hast, dir einfach anvertraut wurde für eine gewisse Zeit und irgendwann sowieso wieder weg ist, dann nimmst du das, was du hast, nicht für selbstverständlich. Die Gefahr, wenn du eine Besitzermentalität hast, ist die, dass du sagst, ja, das gehört mir, ich habe das selbst erarbeitet, ich habe mir das verdient und das gehört mir. Und man gewöhnt sich an das, was man hat und wird undankbarer. Eine Verwalterschaftsperspektive macht dich auch großzügiger. Wenn du realisierst, dass ein großzügiger Gott dir großzügig so viel anvertraut hat, dann gibst du auch gerne davon wieder weiter, weil es gehört eh nicht dir. Und du merkst, ich benutze es und verwalte es für seine Absichten. Er ist mein Versorger. Es macht dich entspannter. Eine Verwalterschaftsperspektive macht dich entspannter. Weil wenn du diese Dinge nicht selbst erkämpfen musst, sondern eine Haltung hast, ich bekomme, was meinen Fähigkeiten entspricht, dass ich es für sein Reich und seine Absichten verwenden kann, macht dich das entspannt. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten ein Auto ausgeliehen bekommen, als wir noch kein Auto hatten, von jemandem im ICF. Ein Geschäftsmann, der war auf Reisen, genau, in ein fernes Land und hat mir sein Volvo anvertraut für eine Woche. Und das war so toll, wir fanden uns so beschenkt und so, weil wir hatten damals noch kein Auto und wir hatten damals abgemacht, dass am Sonntag ich ihm das Auto wieder zurückgebe. Und am Samstag vor dem Sonntag habe ich geparkt und bin dann rückwärts aus dem Parkplatz raus. Und ich weiß nicht, der Bewegungsmelder hat nicht funktioniert. Und jemand hat einen Briefkasten dahingestellt, ich würde meine Hand ins Feuer legen, der war noch nicht da. Auf jeden Fall fahre ich da zurück, bam, in den Briefkasten rein, schön eine Ecke. Es war also ich habe noch nie so ein gerader Hick im Auto gesehen, bam, rein. Und ich so, oh nein. Und ich musste am nächsten Tag das Auto zurückbringen. Und ich weiß noch, die waren da am Essen, ich kam mit dem Schlüssel, hey, vielen Dank für das Auto. Und ich hatte so Mühe, das zu sagen, aber es tut mir so leid, es ist mir was geschehen. Da hat jemand einen Briefkasten ans Auto geworfen. Und dieser Mann seine Reaktion hat mich so überrascht. Er hat gesagt, hey, weißt du, Matthias, easy. Das ist nur ein Stück Blech. Das ist
zum Brauchen da. Mach dir keine Gedanken. Das soll Menschen dienen und existiert nichts um seiner selbst willen. Und ich so, okay, danke. Und hat das einfach easy genommen, weil er entspannt war, weil er eine solche Verwalterschaftsperspektive hatte in seinem Leben. Jetzt, ich glaube, es gibt noch einen viel tieferen Grund, warum Freude und Erfüllung für dich zu haben ist, wenn du mit solch einer Perspektive durchs Leben gehst. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, mit deiner Bestimmung als Ebenbild Gottes. In den ersten Seiten der Bibel wird beschrieben, dass Gott den Menschen geschaffen hat in seinem Bild, in seinem Ebenbild. Ich möchte mit euch das lesen, weil es geht hier um deine Berufung, um die Berufung eines jeden Menschen. 1. Mose 1, Vers 26. Lasst uns Menschen machen, sagt Gott, in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres. Und hier wird beschrieben, wie Gott den Menschen in seinem Bilde schafft. Wir sagen deswegen, jeder Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen worden. Und aus dieser Bibelstelle hat sich das ganze Konzept der Menschenwürde entwickelt, das bis heute prägend für unser gemeinsames Zusammenleben ist, für unsere Rechtsordnungen, für unsere Zivilisation, für unsere Werte, grundlegend wichtig geworden ist, dass jeder Mensch, egal woher er kommt, egal aus welchem Land er kommt, egal wie alt er ist, egal welches Geschlecht er hat, egal wie gesund er ist, egal wie schön er ist, egal wie reich er ist, egal, hat ein Mensch einfach mal eine Würde, weil er existiert, weil Gott ihn in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und das ist bis heute nicht mehr wegzudenken und stimmt und ist richtig und die Wichtigkeit davon ist nicht zu unterschätzen. Aber was in diesem Text oft übersehen wird, ist, dass die Ebenbildlichkeit ursprünglich etwas mit Verantwortung zu tun hat. Und du siehst es gleich in diesem Satz, der dort eingeblendet ist, im zweiten Satz. Lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild, in unserem Abbild. Sie sollen herrschen über die Fische, über die Welt und so weiter. Dieses Wort herrschen ist nicht ein Wort, das verwendet wird, um wie ein Diktator Dinge zu unterdrücken und diese Welt auszubeuten, sondern Gottes guter Wille und seine Absichten zu verkörpern und durchzusetzen in dieser Welt, oder? Und wir müssen verstehen, dass dieser Text, der dort steht, der ist tausende von Jahren alt und der ist entstanden im alten Orient und es war damals eine übliche Vorstellung, dass der König als Abbild Gottes geschaffen wurde und eingesetzt wurde. Also der König ist das Bild Gottes. Man hat das so gesagt, man hat die Könige so legitimiert, oder? Dieser König, das ist das Abbild Gottes, das ist der Repräsentant Gottes, der trägt seinen Namen, der verkörpert die Absichten Gottes. Durch diesen König wissen wir, wer Gott ist und was Gott will und so weiter. So hat man sich Könige vorgestellt. Das Zweite, was man getan hat, war in Tempeln. Es gab ja überall Tempel in verschiedenen Kulturen. Da gab es die Tempel und dann gab es das Heiligtum und dann das Allerheiligste, so der Raum, der das Heiligste vom Heiligen war. Und in diesem Raum hat man ein kleines Bild hingestellt von Gott. Wir würden heute sagen, einen Götzen, oder? Ein Abbild Gottes. Und man war davon überzeugt, dass in diesem Bild, im Allerheiligsten, in diesem kleinen Figürchen, Gottes Gegenwart manifestiert ist, oder? Da zeigt sich Gott, hier repräsentiert sich Gott, so bringt Gott seine Gegenwart in diese Welt. Jetzt, wenn wir diesen Text lesen, in Anbetracht diesem Hintergrund, ist diese Aussage von Gott revolutionär. Revolutionär. Gott sagt, meine Gegenwart wird nicht in einem Tempel durch ein totes Männlein in diese Welt gebracht, sondern durch lebendige Menschen. Durch Menschen. Und zum anderen sagt er, nicht nur der König ist mein Vertreter,
sondern jeder Mensch ist mein Abbild. Jeder Mensch trägt meinen Namen. Jeder Mensch ist mein Ebenbild und verkörpert meine Absichten, meinen Willen, meine Herrschaft auf diese Welt. Und das heißt eigentlich, dass die Ebenbildlichkeit Gottes für dich und mich bedeutet und auch für die Menschheit als Kollektiv, dass wir als Menschen in dieser Schöpfung Gottes Repräsentation sind für seine Absichten. Schau, Gott hat Menschen nicht als Sklaven geschaffen. Gott hat Menschen nicht dazu geschaffen, einfach seinen Willen umzusetzen, so jetzt machst du das, dann das, sondern er überträgt dir eine Verantwortung. Einen unheimlich großen Besitz von ihm zu verwalten. Und ich glaube, hier in diesem Text liegt die grundsätzliche Erfüllung versteckt, die für dich und mich zu haben ist, wenn wir das verstehen. Du wurdest dazu geschaffen, ein Ebenbild Gottes zu sein. Du wurdest nicht als Sklave geschaffen, du wurdest auch nicht als Besitzer geschaffen, sondern als Verwalter. Und wenn wir das verstehen, wirst du Erfüllung finden, Freude finden. Schau, Gott braucht uns Menschen ja nicht unbedingt, oder? Er hat die Welt geschaffen, hätte die Welt schaffen müssen. Nein, aber Gott ist Liebe, Gott will Gemeinschaft, deswegen schafft er die Menschheit als Gegenüber und möchte ihnen Verantwortung übergeben, um mit ihnen in einer Kooperation seine Schöpfung zu verwalten. Braucht er dich dafür? Nein. Hat er Freude daran? Ja. Weil Gott Liebe ist ein Vater, der dir Dinge anvertrauen möchte, mit dir arbeiten möchte. Und hierin liegt das Geheimnis, glaube ich, wenn Jesus sagt, kommt ein in die Freude des Herrn. 2 Verwalter haben es verstanden, 2 Verwalter haben gut gehandelt, haben das, was sie empfangen haben, nicht als Besitz verstanden und auch nicht als Sklaven, sondern haben damit gehandelt und haben dieses Vertrauen, das Gott ihnen zugesprochen hat, wahrgenommen. Komm ein in die Freude des Herrn. Ich glaube, hier ist diese Freude, diese schöpferische Freude, diese Liebe, diese Weitherzigkeit Gottes gemeint, diese Großzügigkeit, die er hat, die er gerne teilen möchte mit dir und mir und dich einladen in sein Abenteuer, das er für dich bereit hat. Und ich glaube wirklich, es gibt keine größere Erfüllung im Leben eines Menschen, wenn du verstehst, dass das, was du hast, nicht dir gehört, sondern dir anvertraut wurde für eine gewisse Zeit, für eine gewisse Season, irgendwann gibst du es ab und für einen gewissen Zweck, für sein Reich als Repräsentant Gottes. Was für ein Abenteuer! Und jetzt zum Schluss möchte ich mich noch dem 3. Sklaven widmen. Warum hat der das nicht hinbekommen? Warum? Warum hat er das, was er empfangen hat, vergraben und hat damit nicht gehandelt? Und der Text sagt, weil er dachte, sein Herr wäre hart und streng. Er hatte Angst vor ihm, das hat ihn gelähmt, seine Berufung als Verwalter wahrzunehmen. Und ich glaube wirklich, er hatte ein falsches Bild von seinem Herrn. Während die ersten beiden ihre Beförderung, die Freude Gottes gespürt haben, dachte der Dritte immer noch als Sklave. Der Herr meint es nicht gut mit mir. Er ist ein harter Chef, ein knausriger. Er wartet darauf, bis ich einen Fehler mache. Er möchte mich eigentlich bestrafen. Ich habe nur 1 bekommen, die anderen 2 und 5. Er meint es nicht wirklich gut mit mir. Und man könnte auch sagen, dass Misstrauen das Problem war in dieser Story. Misstrauen. Und ich glaube, hierin liegt ein Schlüssel. Ob du dein Leben als Verwalter sehen kannst und so leben kannst oder als Besitzer.
Weil wenn du Gott misstraust, dass er es gut mit dir meint, denkst du immer, ich muss das selbst schaffen, ich muss es selbst besitzen, ich muss es selbst ermöglichen, weil Gott es ja nicht gut mit mir meint. Meint es Gott gut mit dir? Wie siehst du Gott? Glaubst du, dass Gott es gut mit dir meint? Glaubst du, dass er dir Dinge anvertrauen möchte, großzügig? Oder denkst du, er meint es nicht gut mit mir, er ist hart zu mir, ich muss für mich selber schauen. Misstrauen. Ein Problem, das dazwischen steht, zwischen diesen beiden Perspektiven. Ich finde das so spannend bei Adam, dem ersten Menschen, Adam und Eva. Was war das Problem? Gott schafft sie in seinem Bild, in seinem Ebenbild, als Repräsentanten Gottes. Vertraut ihnen so viele Dinge an. Und dann entsteht Misstrauen bei Adam und Eva. Will Gott wirklich das Beste für uns? Warum dürfen wir von diesem einen Baum nicht essen? Er will uns das vorenthalten. Ach komm, wir müssen für uns selber schauen. Und es kommt ein Bruch in die Ebenbildlichkeit Gottes rein. Ein Bruch. Und eigentlich diese dritte Sklave in dieser Geschichte repräsentiert die gesamte Menschheit. Die Menschheit ist dazu berufen worden, Verwalter zu sein von Gottes unglaublich gutem Willen, seiner Hoffnung, seiner Barmherzigkeit. Aber wir Menschen, weil wir Gott misstrauen, denken wir, wir müssen besitzen, wir müssen kämpfen, wir müssen für uns selber schauen. Und so viel Leid kommt in diese Welt, weil eine Besitzermentalität herrscht und nicht eine Verwaltermentalität. Und jetzt kommt aber die gute Nachricht, oder? Obwohl Menschen ihre Rolle als Verwalter nicht wahrgenommen haben, wurde Gott selber Mensch in Jesus Christus als perfektes Ebenbild Gottes, als perfekter Repräsentant der Menschheit, ohne Fehler, ohne Verstellung. Er derjenige, der die Gegenwart perfekt in die Welt trägt. Er, der Gott repräsentiert, der wahre König, das wahre Abbild des lebendigen Gottes als Mensch in Jesus Christus. Und dieses Ebenbild Gottes, dieser Jesus, ist an unserer Stelle an einem Kreuz gestorben, damit du und ich Vergebung erlangen können für unsere versäumte Verwalterschaft. Und wir in unserer Ebenbildlichkeit, in unserer Verantwortung als Ebenbilder wiederhergestellt werden können durch die Kraft des Heiligen Geistes. Okay, jetzt habe ich dich vielleicht verloren, wie bei der Mathe-Rechnung vorher mit den Talenten. Eigentlich simpel ausgedrückt, Gott lädt dich durch Jesus Christus wieder ein, eine Verwalterschaftsperspektive einzunehmen. Gott will dir seine Gegenwart schenken, in dir drin, dass du Gottes Gegenwart in diese Welt wieder tragen kannst. Damit du seine gute Herrschaft, seinen guten Willen verkörpern darfst. In diese Welt. Und es gibt nichts Erfüllenderes als das. Weil es geht nicht mehr um dich. Und seit dem Kreuz von Jesus gilt diese Einladung an alle Menschen. Komm, du bist als Ebenbild Gottes geschaffen. Nimm deine Verwalterschaftshaltung wieder ein. Lass los. Die gehört eh nichts. Die gehört nichts. Alles, was sein ist, ist dein. Gott ist dein Besitzer, nicht du selbst. Und meine Frage ist, und ich glaube, die Frage, die dieser Text und Jesus an uns stellt, vertraust du Gott? Vertraust du Gott, dass er es gut mit dir meint? Und manchmal können wir durch Vergleichen, was andere haben und was ich nicht habe, die Freude verlieren an dem, was wir haben.
Vielleicht durch Verluste in unserem Leben. Vielleicht durch Schicksalsschläge. Vielleicht haben sich Dinge nicht so entwickelt, wie du dir das erwünscht hast. Aber das heißt nicht, dass es Gott nicht gut mit dir meint. Und er nicht noch was für dich vorbereitet hat und dich noch überraschen kann. Vertraust du ihm, dass er es gut mit dir meint? Ich möchte schließen mit meiner persönlichen Geschichte. Als ich 16, 17 Jahre alt war, war ich so damit beschäftigt, das Maximum aus meinem Leben zu holen, oder? Weil ich musste mich entscheiden, was mache ich mit meinem Leben? Gehe ich studieren, werde ich Zahnarzt oder was auch immer? Und ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich Angst hatte, die falsche Entscheidung zu treffen. Ich wollte nicht was verpassen. Und es war so eine Last auf mir, weil ich dachte, ich habe mein Leben und es gehört mir und ich will damit machen, was ich das Beste daraus machen. Und die Erkenntnis zu haben, dass mein Leben sowieso nicht dafür geschaffen ist, dass es mir gehört, sondern ihm gehört. Und zu dem Punkt zu gelangen, dass ich mein Leben ihm zur Verfügung stelle, nicht als Sklave, aber nicht als Besitzer, sondern als Verwalter, hat bei mir so eine Erleichterung und eine Freude ausgelöst und hat ein Abenteuer losgetreten mit Gott. Und ich möchte, dass du eine ähnliche Entscheidung treffen kannst. Schau, ich weiß nicht, was Gott dir anvertraut hat. Ich kenne deine Geschichte nicht. Aber meine Bitte an dich, wenn du nicht nur ein volles, sondern auch ein erfülltes Leben haben möchtest, gib dein Leben ab. Gib es ihm. Und sage, hier bin ich, Gott. Mein Leben gehört dir. Das, was ich habe ich für eine bestimmte Zeit und für einen bestimmten Zweck. Und das ist dein Reich, dein Wille. Und ich bin überzeugt, du wirst dankbarer, großzügiger, entspannter und du wirst Freude erleben, weil Gott dich dazu geschaffen hat. Gott hat dich dazu geschaffen. Amen. Ich möchte jetzt beten mit dir und mir und dir die Gelegenheit geben, diese Entscheidung nochmal zu treffen. Nochmal neu dein Leben ihm zur Verfügung zu stellen und sagen, ich besitze das nicht, du besitzt es.